Wir haben Donnerstag, 25. Juni. Ich begrüße euch mit dem Losungswort Jesaja 60, 16. Ich bin der Herr, dein Heiland, und ich, der Mächtige, dein Erlöser. Und dann nachher Römer 8, 35 im Lehrtext. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Der Loskäufer, das ist heute unser Thema. Und ich bin so froh, kommt das hier jetzt auch gerade vor. Nämlich der Erlöser heisst Goel auf Hebräisch, das heisst einer, der jemanden rauskauft. Jemand, der einen Preis zahlt. Das ist das Hauptanliegen, das ich habe, wenn immer ich über die Bedeutung von Jesus Christus und seinem Sterben rede. Dann möchte ich gerne aus dem Schmalspurverständnis, das wir davon haben, ausbrechen, bei jeder Gelegenheit. Und darum ergreife ich jede Gelegenheit natürlich auch. Wir sagen ja, wir sind gegen Kaution freigekauft worden, also auf freien Fuß gesetzt. Wir können jetzt immer weiter marschieren, bis es dann heisst, when the saints go marching in, also bis in den Himmel rein. Jemand hat einen Wert hinterlegt, das Blut von Jesus. Und darum kann man jetzt das so umrechnen. Wegen diesem Wert sind unsere schlimmen Taten alle vergeben und so können wir in den Himmel kommen. Der Martin Luther war immer gegen Umrechnungen, vor allem wenn es darum gegangen ist, dass man das auf menschliche Währung umrechnet. Das heisst, dass man Geld gibt, dass man geht pilgern, dass man irgendwie fromme Übungen macht, um nachher seine Sünden zu amortisieren. Das war die Kraft von der Reformation. Zurück zu der wahren Währung. Vom Katholizismus ist er hergekommen und es sind gewisse Missverständnisse immer noch weiter am Leben geblieben. Die Währung hat sich geändert. Neu ist es das Blut, das heisst im Hebräischen eben auch das Leben. Das ist das Lösegeld. Die Schuld ist aber nach wie vor irgendwie quantifiziert. Das heisst, er gibt Blut für alle unsere Taten, für alle unsere Schulden. All das, was wir Gott schulden, wird jetzt abgezahlt mit dem Blut vom Lamm. Und noch immer ist es die moralische Vorstellung von der Sünde. Und so wird auch das Lösegeld quantifiziert. Und so wird das Evangelium letztendlich verkürzt. Der Tod von Christus steht gegen unsere Taten, gegen unsere Sünden, gegen unser Tun. So hat der Luther den Anker lichten. Er konnte das Schiff eigentlich flott machen, aber er konnte nicht in den See stechen. Und er hat das Problem gekannt. So hat er einmal gesagt, ich wollte den alten Adam ersäufen, aber der Kerl kann schwimmen. Er hat etwas gemerkt, dass es auch mit der Identität des Menschen zu tun hat. Nicht jetzt einfach nur von seinen üblen Taten, die da oder dort vorkommen. Und das hat bei ihm zu einer Bußpraktik geführt, zu einer Beichtpraxis, wo er gesagt hat, Beicht lassen wir in der Kirche, das ist alles absolut okay. Es ist auch wichtig, dass man das kann. Nur sind es eben dann oft die immer gleichen Sünden, wo man wieder beichten. So ist die Reformation im Hafen von der Vergebung geblieben stecken. Das tut dann weh, wenn man das sagt, weil Vergebung ist doch eigentlich das, was wir als Reformierte zumindest darauf das ganze Leben aufbauen. Und weil sie dort drin ist bleiben stecken, in dieser Halbwahrheit, sage ich jetzt mal, ist sie natürlich sklerotisch geworden, das heisst orthodox. Und mit anderen Worten hat sie damit den Pietismus provoziert. Im guten Sinn, sagen wir mal. Also die Heiligungsbewegung musste kommen, weil es hat immer geheißen, ja, das kann es doch nicht sein. Es muss doch noch eine Dimension mehr geben, ein tieferes Verständnis. Das tiefere Verständnis heisst ja, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Das ist die Lösung, das ist der Erlöser, das ist die Macht, die Jesaja 60 davon redet. Jemand hat mir gesagt, nein, das ist doch Unsinn. Überleg doch mal, vor 2000 Jahren habe ich doch gar nicht gelebt. Wie könnte ich mit ihm gekreuzigt sein? Es ist doch klar, er ist gestorben für meine Sünde und die ist abgezahlt, jetzt ist alles okay. Das Erlebnis hatte ich im Zusammenhang mit Telefonseelsorge, die ich gemacht habe, an jemandem in einer weit abgelegenen Stadt. Eine Person, die sich nie von ihren Ängsten freistrampeln konnte. Sie war dort drinnen in einem Lebensmuster gebunden und sie hatte keinen Ausweg gehabt. Und das hat sie auch daran gehindert, in ein Spital zu gehen, was sie wirklich hätte müssen. Sie war vollgestopft mit Ängsten aus der Kindheit.
Darum habe ich gesagt, komm, wir lesen doch mal Römer 6, Galater 2, 2. Korinther 5. Und dort heisst es ja etwas über den Erlösungsvorgang. Wir sind mit Jesus gestorben, auch unsere Ängste sind mit Jesus gestorben. All das Viele, das man nicht überwinden kann, ist mit ihm gestorben. Und sofort hat man gemerkt, hier geht es noch ein bisschen um ein anderes Sündenverständnis. Jetzt nicht nur Sünde und ihr Produkt, wo man sagt, das Produkt von der Sünde ist die Schuld. Sondern es ist Sünde als eine Macht im Leben der Menschen. Eine Macht, die nie müde wird, die immer am Wirken ist. Eine Dynamis, sagt dem der Paulus auf Griechisch. Das ist ein Wesen vom Menschen. Aber auch ein Unwesen. Es ist ein Sein, aber eben auch ein Nicht-Sein. Etwas, das wir einfach nicht haben. Und es ist ein ewiges sich wehren gegen etwas, das neu werden sollte. Es ist eine ganze Identität von uns. Vergebung nützt hier nichts. Es tut mir leid, wenn ich das so klarstellen muss. Hier braucht es eine Tötung vom alten Adam. Das war das Ende dieser Seelsorge. Es war ein sehr tiefes Lebensmuster von dieser Person und eine Unfähigkeit umzudenken. Sie ist aus dem katholischen Hintergrund gekommen, ursprünglich. Ich habe gesagt, und das sieht man jetzt hier eingeblendet, du Adam, du Eva, du hängst mit Jesus Christus am Kreuz. Er hat dein Menschsein auf sich genommen, nicht nur deine Schuld. Und er hat es an sich selber kreuzigen. Das ist die Identifikation von Jesus mit uns. Unser Menschsein hat er kreuzigen. Dort ist alles drin inbegriffen, was der Paulus auch noch sagt in Römer 8, im heutigen Lehrtext, wo er sagt, nichts mehr kann uns jetzt trennen von Gott. Alles ist inbegriffen, unser Opfersein, unser Tätersein. Unser falsches Leben, aber auch der Mangel an richtigem Leben, das ist auch der grösste Teil. Unsere Verunstaltungen, aber auch der Mangel an der Herrlichkeit von Gott, das heisst das richtige Bild, das Ebenbild von Gott. Dass das Fleisch schwach ist, aber dass das Fleisch dann eben auch oft stark ist und sich selber wehrt. Verschuldete Schmerzen, aber auch unverschuldete Schmerzen. Die ganze Palette von der gefallenen Welt. Mit ihren Fassaden, aber vor allem noch mit ihren Abgründen, mit ihren Hintergründen. Wir mit unserem Nicht-Wollen, aber noch viel mehr wir mit unserem Nicht-Können. Das ist alles gekreuzigt worden mit Jesus auf Golgatha. Wir haben uns viel zu fest auf das Produkt konzentriert. Das machen wir Menschen so. Ich habe eine Occasion gekauft, nachdem die andere Occasion abgelegen ist, nach 330'000 Kilometern. Ein VW Touran, habe mich sehr gefreut, hat noch flott ausgesehen, ist gut gefahren. Aber ich habe gemerkt, er stottert, er stockert. Und bei der ersten Fahrt, die wir gemacht haben, meine Frau und ich, hat er den Geist aufgegeben auf der Autobahn. Glücklicherweise, gnädigerweise, geselligerweise, gerade dort, wo eine Autobahnraststätte war. Wir sind also mit dem letzten Fuß dort noch rausgefahren und konnten parkieren. Der Pannendienst ist gekommen und gesagt, ja, VW Touran, das kennen wir, das ist das Gasrückführungsventil, das nicht gut ist. Und dann hat er gesagt, schau, dann nimmt man so irgendeinen eisigen Stab und einen Hammer, dann tut man ganz fein auf das Ventil klöpfeln. Und dann geht der Ruß wieder ab und dann hast du wieder genug Gasrückführung. Gesagt, getan, das Auto ist wieder gefahren. Am anderen Morgen ist es natürlich wieder nicht mehr gefahren und ich wusste, Gottlob weiss ich jetzt, wie es geht. Er hat mir es ja gezeigt, ich habe so ein Eisenteil genommen, ein Hämmerchen, habe wieder auf das Gasrückführungsventil geklöpfelt. Es ist nicht gegangen, geklöpfelt. Endlich ist es gegangen, es hat gleich wieder noch gelenkt für die Garage. Und dann hat er gesagt, ja, wisst ihr, das hat eben einen Rückruf gegeben für das Modell in den letzten Jahren. Das ist natürlich jetzt abgelaufen, aber weil es eine Fehlkonstruktion ist, hat man es auswechseln. Man müsste eben ein anderes Gasrückführungsventil dran tun, eines, das der VW mittlerweile hergestellt hat. Ja, und dann ist es wunderbar gegangen. Seither geht es einwandfrei, ich freue mich sehr. Aber solche Zeug passiert ja die ganze Zeit immer wieder. Die Person hat mir dann gesagt, in dieser fernen Stadt, es ist mir ja vergeben. Ich kann jetzt immer ein bisschen klöpfeln, oder? Dann fahre ich wieder ein paar Kilometer. Das genügt mir, ich habe einen Platz im Himmel. Und ich will ja dort nicht widersprechen.
Aber seien wir ehrlich, es ist ja kein Fahren auf diese Art. Stell dir vor, ich habe ein solches Auto, muss an eine Beerdigung. Ich weiss nie, ob ich am Ziel ankomme. Ist denn das, für das Jesus wirklich so qualvoll gestorben ist das nur für das Produkt von der Schuld zu amortisieren? Oder ist er echt nicht doch gestorben, für das wir neue Menschen werden können, von Grund auf erneuert? Zum Glück müssen wir nicht den alten Adam taufen und dann immer weiter schwimmen und lebenslang den auch immer so ertragen. Natürlich kommt immer wieder etwas vor, aber wir haben einen anderen Zugang. Wir können darüber aussprechen, du alter Adam, du bist mit Jesus Christus gestorben und es ist fertig. Jetzt macht der Loskauf mit der teuersten Währung, die es gibt, am teuersten Material, wenn man so sagen will, im ganzen Universum, das sündfreie, das schuldlose, das reine Blut von Jesus Christus. Jetzt macht es plötzlich Sinn. Er hat das teuerste gegeben, für das wir eine völlige Freiheit erleben können. Dass wir eine komplette Wiederherstellung haben können. Dass wir reinkommen in den neuen Adam. Das wünsche ich uns allen und damit einen gesegneten Tag.